dann Jahre leben. Ja. Jetzt ist es fort durch, Helm aus, neues Uniform, schon und wieder jedes. Nein, nein, nicht so schnell. Uhr zurück auf Anfang. Es ist 1:30 am Nachmittag und unser Tag mit dem Dreigestirn beginnt. Hallo, ich bin nicht Prinz, Bauer und Jungfrau hier. Hallo, nur, dass Sie sich überlegen. Ich habe heute die Ehre, ich darf mitfahren beim der Equipe der Prinzengarde mit Prinz, Bauer und Jungfrau. Was auf mich zukommt, weiß ich nicht. Sie haben mir dann so ein schönes Börbchen gejoffen. Aber ich muss mich jetzt leider von meiner Mütze trennen. Dafür haben sie mir zack, Moment, jetzt bitte Moment. Da sieht man so. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Ist das gerade? Keine Ahnung, machen wir nachher. So lange brauche ich halt aber ja nicht. Die haben nämlich noch was Ersatz jetzt. Das Ding ist ja nicht, also verdammt. Wir sind also, wie gesagt, hier mit der Hoch. Entschuldigung, der Helm war ein bisschen groß. So. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt heute, was sie mit mir machen. So lange brauche ich das Ding nicht, aber dafür könnte ich ein anderes Mütze holen. Hopp. So. Die darf ich dann so lange aufziehen. Und zwar nochmal auf der Rüdiger Schlott, seines Zeichens Prinzenführer. Und der kann mir sagen, was hier alles passiert. Ich habe Angst. Weiß nicht, ich habe Angst. So, Schön, dass du da bist. Du bist jetzt quasi der Erste der Equipe. Der Erste? Der Erste. Ja. Du darfst aber jetzt schon mal mit mir mitfahren, weil wir fahren jetzt zum Marwig. Ja. Zu den Mitarbeitern des Festkomitees. Ja. Danach zur Grundschule, Gemeinschaftshauptschule Badenberger Straße. Da ist die Wache auch noch nicht dabei. Ja. Da bist Was? du dann mein Gast quasi. Und dann fahren wir ins Kinderkrankenhaus, Amsterdamer Straße. Und dann ja. kommt die Equipe. Moment mal, ich bin jetzt die ganze Equipe alleine? Du bist die ganze Equipe alleine und wir haben nur den schönsten ausgesucht. Es gilt, keine Zeit zu verlieren, denn der erste Besuch des Dreigestirns am heutigen Tage gilt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Festkomitees und natürlich mit dabei. Unsere Ein-Mann-Wache heute, Stefan Brandt, nebenberuflich Fernsehjournalist bei unserem schönen Heimatsender Center TV, uns heute den ganzen Tag begleitet. Für Mitarbeiterin Anna ist der heutige Tag doppelt besonders. Sie feiert heute Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück. Nach dem Ständchen nimmt sich das Dreigestirn Zeit, um Fragen zu beantworten. Währenddessen wartet Stefan, wie es sich für eine anständige Wache gehört, auf dem Flur. Wir sind in der Zentrale des Frohsinns. Bleib hier, Junge, nicht weglaufen, nicht aus dem Bild. Du bist doch mein Ansprechpartner. Habe ich das gerade vergessen? So richtig gewohnt. Gott, ruhig. Zentrale des Frohsinns, nur für die Mitarbeiter und die wussten davon ja? Nein, war eine kleine Überraschung. Das ist Karneval, das ist fast verloren. Psst, der Prinz spricht. Und dann heißt es fürs Festkomitee auch schon wieder Abschied nehmen. Seine Mitarbeiter! Madet Jod. Das Dreigestirn muss sich beeilen. Es geht zum nächsten Termin. Und nein, das hier ist kein Zeitraffer. Viertel nach 4, Ankunft an der Hauptschule Badensberger Straße. Rund 300 Schüler erwarten hier das Dreigestirn. Mit einem ganz besonderen Lied begrüßen die Schüler ihre Stars. Echte Freunde, stolz zusammen, so wie Elliot und Bob. Echte Freunde, stolz zusammen, so wie Und Stefan, der lernt dazu. Du kannst ruhig das Gewehr jetzt abstellen. Okay. Wenn du aufgezogen bist auf die Bühne, dann stellst du halt rechts neben deinen Fuß und dann hältst du den Augen fest. Und das ist gut. Und ich bin immer noch die ganze Wache? Immer noch. Die Pens möchten es ganz genau wissen. Wie viele Faulfedern sind das ungefähr? 127. Boah, sind das viele. Weiter geht's, die nächste Veranstaltung wartet schon. Zügig. Man kann sagen, zügig zum nächsten Termin, zum nächsten Auftritt. Was immer zügig heißt. Und der nächste Termin ist ein ganz besonderer. Ein Besuch im Kinderkrankenhaus zusammen mit dem Kinderdreigestirn zaubert den Krankenpens ein Lächeln ins Gesicht.
Und Prinz Bauer und Jungfrau kommen nicht mit leeren Händen. Kölner Dreigestirn, Herr Professor Weiß hat Ihnen auch etwas mitgebracht, bevor wir den Kindern auch gleich etwas geben dürfen. Eine kleine Spende in Höhe von 333,33 €. Das muss natürlich eine karnevalistische Zahl sein. Super. Für die Anliegen Ihrer Station hier im Kindergarten. Ein wirklich wichtiger Termin für das Dreigestirn. Wir sind alle drei selbst Familienväter und jeder hat schon eine gewisse Zeit auch mal im Kinderkrankenhaus mit seinen Kindern verbracht. Und wir hatten eine Menge Geschenke auch für die Kinder dabei und insofern konnten wir hier ein paar glückliche Minuten zumindest mit dem Karneval ins Kinderkrankenhaus bringen. Ausmarsch. Der Tross fährt zum nächsten Termin. Einmarsch des Dreigestirns zur Sitzung des Seniorenstifts St. Anna. Ich habe jetzt endlich eine Wache. Endlich ist eine Wache dabei. So Leute, die das Gleiche anhaben. Und nicht nur die Wache kennt Stefan Brandt. Das ist der Stefan von Center TV. Herzlich willkommen. Beim Auftritt des Dreigestirns dürfen natürlich die Bleckfüß nicht fehlen. Mittlerweile ist es 17:30 Uhr. Einmarsch im Gürzenich und Stefan ist mal wieder spät dran. Boah, ist das hektisch hier. Das schaffe ich ja alles ja nicht. Oh. Also eine Hetzerei. Und während sich die einen stärken, holt Stefan sich Tipps von seinen Kollegen der Wache. Wenn du auf der Bühne stehst, der ist der Reben der Führer, der bei dir halt eben auch ist. Ja, im richtigen Leben, ja klar. Ja, und dann einmal, zweimal, dreimal. Trinken Sie mal. Was trinkst du denn? Nichts. Ja, hallo, wir haben Wache. Nicht so viel essen, nicht so viel bützen und immer pünktlich ankommen vor allen Dingen. Ja, gut, eins können wir bestellen. Ach, der Helm ist wunderbar. Also, Druckstellen sage ich euch nicht, wo die sind. Rund 480 Auftritte hat das Dreigestirn in dieser Session. Das sind rund 10 bis 15 Auftritte am Tag. Müdigkeitserscheinungen, Fehlanzeige beim Dreigestirn. 18:30 Uhr, angekommen in der Senioreneinrichtung am Alten Militärring. Auftritte bei Kölnern, die in ihrem Leben nicht nur die Sonnenseiten genießen durften, sind dem Dreigestirn besonders wichtig. Und wir haben auf unserer Proklamation gesagt, in 2011 sind nicht nur wir drei gestehen, sondern jede Kölsche. Weil jede Kölsche das große Herz für unsere Fastelovend, für uns Stadt hat. Und somit endet unser Tag mit dem Dreigestirn, voller Eindrücke und Emotionen. Für Köln, so redet immer Sinn. Bist du hier nicht geboren, das ist doch ja nicht schlimm. Wichtig ist, wofür es schlägt, das kleine Rude-Ding. Und wie hat es eigentlich dem Dreigestirn gefallen? Man fühlte sich so abgesichert von allen Seiten, wenn man dich gesehen hat. Es war traumhaft. Das Wort von der Wache, ich finde das großartig, dass ihr schöne soziale Engagements mit begleitet und man hält hier Sinn, die Lökern Spaß hier hat. Und mir auch so. Und jetzt seht ihr fort durch, Helm aus, neues Uniform, schön und wie gejedet.